Es geht weiter, stets heiter bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ja, versuche mich gerade ein bisschen selber zu motivieren, tatsächlich. Nein. Aber ist halt schon so, das Spiel kann zum Teil schon so wirken, als ja, wird sehr lange dauern, weil die Map auch sehr groß ist. Nicht wie bei Breath of the Wild, einfach nur eine Oberwelt, eine große und fertig. Denn hier haben wir 3 Oberwelten, übertrieben, aber wir haben Oberwelt, wir haben Untergrund, wir haben noch die Himmelswelt, sag ich jetzt mal. Die Himmelsinseln, das ist schon viel. Also definitiv kein Spiel, was man einfach mal so auf den linken Arschbacke durchspielt. Aber man ist gut, dann schon. Was ist das jetzt hier? Und nochmal ein Jägerversteck. Faszinierend. So, alles gut, du bleibst schön da. Oh. Huch! Jetzt bin ich zu tief. So tief wollte gar nicht. Nein, Leute, ich bin zu tief gesunken. Was zum? Ja, wieso greift er mich halt bloß an, ne? Ist mir gerade der Bogen zerbrochen oder was? Oh, tatsächlich. Bogen des Dämonenkönigs. Nee. Nimm mal so ein Teil. Nee, komm. Ja, den Königsbogen. Ein nettes kleines Jägerversteck, hä? Immer diese Jägers. Dann hier schönes. Und natürlich ein Tagebuch. Hinweise zur Fahrsicherheit und Gefährten aus gefundenen Sonabauteilen. Die meisten Unfälle im Einsatzvehikel entstehen durch 2 Gründe. Beides im Fahrt Antritt dreimal zu rezitieren. Rezitieren. Erstens, Umkippen des Gefährts. Bei Fahrstabilitätsverlust ist das Fahrzeug dem Umgehen zu verlassen. Zweitens, jedwede Verletzung des Fahrers, selbst ein Pfeiltreffer, kann zu Radachsen und Knochenbrüchen führen. Macht Sinn. Ruhm Koga. Wo ist die dritte? Egal. Ruhm Koga, nein. Ruhm Link. Obwohl, das klingt irgendwie falsch. Obwohl es stimmen würde. Aber es klingt trotzdem falsch. Ich muss sagen, den Punkt finde ich trotzdem noch cool. Also, dass jetzt auch den Verbleib von Koga aus Breath of the Wild halt wirklich sich so erklärt hat, zu sagen, hey, Koga, der ist runtergefallen, hat plötzlich das hier entdeckt mit seinen Jägerkameraden, die kamen plötzlich hinterher. Dann sich so, hey, ist ja cool hier unten. Also so ungefähr zumindest. Ja, jetzt muss ich irgendwie da hoch, wa? Dass der Koga nach aller Zeit noch nicht zurückgekehrt ist. Naja. Wobei, ist irgendwie doch schwierig, da hochzukommen. Das verstehe ich dann schon wiederum. So, wie komme ich da ja eigentlich irgendwie hoch? Oh. Vielleicht darüber? Macht vielleicht mehr Sinn, als da den Hampelmann zu machen. Warte mal, da wäre doch gerade was. Einen noch ein bisschen höher.
Noch ein bisschen höher. Ja, ist gut. Und 20er war. Ist das auch ein großes Irrlicht da? Oder ist. Das sieht auch so aus, ne? So. Jetzt noch darüber. Tooling. Danke. Boah. Das muss dir passieren. Großer Energiekristall. Dankeschön. Und hier? Da fragt man sich, wie viele von den Dingen es hier wohl gibt. Von diesen Jägerverstecken. Vermutlich sehr, sehr viele. So. Was sagt jetzt mein Plan? Jetzt sind wir hier gewesen. Jetzt gehen wir zum Pinken. Oh. Das wird nicht gut ausgehen. Oh, jetzt aber. Fällt mir an, so Leunel haben wir irgendwie auch sehr selten gesehen, war. Oder habe ich mal irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es eine Vermutung war oder wirklich Tatsache, dass überall dort auf der Oberfläche ein Stall ist. Also wie zum Beispiel hier ist ein Stall oder auch hier eine Pferdestation. So, wo man das Pferdesymbol sieht auf der Oberfläche, müsste im Untergrund ein Leunel sein. Haben wir zumindest mal so sagen lassen. Überleg gerade. Ja, muss doch. So ein kleines Versteck, vermutlich auch noch mit mehr oder weniger viel. Wobei das Sonanium hier. Was ist das in der Mitte? Ah, jetzt geht's. Oh, Scheiße, sind alles die starken Typen. Marschwärts neige, das höre und sehe ich aber eher weniger gerne. Was ist denn da jetzt schon wieder? Aua! Ja, servus, dich gibt's ja auch noch, wa? Bleib liegen. Bleib liegen, Freund, und dir wird geholfen. Oh. So klappt's nicht, wa? Schade. Wow, in ein Haus gewichen, Kumpel. Oh. Richtiger Schädelspalter.
Die haben aber auch zum Teil viel Power. Meine Güte. Ah, hier sind Donnerblumen, okay. Waren gar nicht gesehen. Sonnenfleckchen. Oh Gott. Ein bisschen mit mehr gehofft tatsächlich. Aber es gibt ja Donnerblumen. Zwar bisher jetzt nicht so viel. Ich guck mal nach. Hä? Ja, doch, warum eigentlich nicht, war. Den Platz können wir noch markieren. Was war das Symbol für Donnerblumen? Haben wir das immer genommen? Ich weiß gar nicht mehr. Nur zu lange her, Freunde. So, Waffen. Marschall, wie lange brauchst du noch? 7 Minuten. Oh Gott, das will nicht. Ich weiß, ich habe schon ein paar Mal gesagt, aber ich freue mich schon auf die nächsten Zelda-Spiele, wenn das Marschall nicht mehr zerbricht. Ich weiß, Entwickler haben letztes Mal irgendwas gesagt, von wegen, ja, das Prinzip mit Open World und so, oder irgendwie auch zum Open World Faktor und finde es mittlerweile ganz geil. Kommt eigentlich auch gut an, das stimmt ja soweit auch, aber bitte nicht beim Master Schwert, das ist irgendwie, na gut, wenn ich Pech habe, heißt es plötzlich nachher, okay, bringen wir nächstes Mal gar kein Master Schwert mehr. Ist ja auch nicht geholfen. Sag mal, Link, was treibst du da? Da mal ein bisschen großes Sonanium, ne? Schon mal 24 wieder mal, das ist gar nicht mal so schlecht. Normales 62, ja doch, also summiert sich schon, ne? Wenn du die einzelnen Orte direkt auch abgrast. Ich meine ja, eigentlich müsste ich alle Orte hier markieren, wa? Müssen Sonanium gefunden haben. Hä? Drüben bereits das nächste Lager von denen? Nee, oder? Was zum... Ja, doch, Donnerblumen hat es ein paar hier. So, jetzt aber. Das könnte eine Art Festung sein, oder? Problem gelöst. Auch eine, wie ich finde, relativ charmante Art und Weise. Oh nein, ja, hier schon. Super. Jetzt geht mir der Hammer kaputt. Ich glaube das einfach nicht. Ja, so viel zum Hammer. Der war nicht wirklich der Hammer, Baby. Kann man da nicht wirklich sagen.
So, komm her. Na? Was willst du tun? Habe ich eigentlich noch gar nicht mitgenommen, wa? Der Wasserding haben wir auch viel selten eingesetzt, tatsächlich. Oh! Ja, das Teil lohnt sich ja auch. Ja? Das kann man auch schön markieren. Ihr Knuspel war hier noch. Oh, sogar mehrere. Hä? Sind da oben? Wow! Ja, sage mal! Voll in die Fresse, wie du es auch verdienst. Okay, ich muss sogar mit dem Farming ein bisschen aufpassen, weil die ganzen Materialien da ausgehen. Also mit den ganzen Waffen. Da ist halt die Kehrseite, die Schattenseite, die ganzen Waffen da kaputt gehen, wieder neue Farmen mussten und so. Naja. Aber auch das Prinzip kann man so oder so sehen. Was runtergefallen? Tatsächlich. Aber es gibt hier schöne Irrknuspen. So, habe ich jetzt alle oder fehlt noch was? Ne, das sieht gut aus, ja? Ich habe sonst keine Truhe mehr gesehen oder so, die ich holen könnte. Jetzt doch schon wieder so lange im Untergrund sind. Also was heißt lange? Ist jetzt die zweite Folge, aber trotzdem. Das sehen wir mal, ne? Aber so spontan hat es Bock gehabt, Untergrund zu machen und ja, es lohnt sich ja auch, trotz allem. Machen wir nach Typ. Machen wir fast ein bisschen einfacher. Ja gut, der bringt deswegen nicht viel. Ich finde halt zum Untergrundreisen wesentlich angenehmer. Also sprich hier auf dem Schrägstrich Hoverboard. Weil das andere, wie gesagt, wenn du jetzt sagst, okay, die Oberfläche machst du schon zu Fuß, also machst du den Untergrund auch noch zu Fuß ab. Ich meine, klar kann man es machen. Aber warum? Also da muss wirklich sehr, sehr viel Bock und vor allem Zeit haben. Wenn du sagst, jo, ich mache alles zu Fuß. Jo, weil geht gar nicht anders, da musst du entweder das Hoverboard zurückgreifen oder auf ein anderes Fluggeschehen natürlich. Oder aber du lässt dich einfach über die Türme und so hoch katapultieren. So, hier ist noch ein Schatz, haben wir gerade gesehen. Bin ich eigentlich jetzt hier komplett falsch geflogen oder was? Ja, schon. Das Ziel ist hier, wieso bin ich plötzlich da unten? Okay, die falsche Wurzel erwischt, aber gut. Meine Wurzel ist Wurzel. Ja, okay, der Zahnarzt sieht das vielleicht anders, Da denkt er so vielleicht, nee, eine Wurzel ist nicht gleich eine Wurzel. Und der Mathematiker sowieso.
Aber shit happens. Gut. Ja, okay. Weißt du was, dann kümmern wir uns mal hier noch um die Markierung. Das wird wohl da oben gewesen sein, ne? Nö, nicht mal. Wasserschwert! Link ist nicht nötig, dankeschön. So, hier ein netter kleiner Schatz. Worum geht's überhaupt? Ein Helden soll das Schwert geführt haben. Süße Wehmut erfüllt dich, wenn du es berührst. Das Heldenschwert. Ist es Kokiri-Schwert oder so Queen of Time? Nee, oder? Doch. Zuerst dachte ich eigentlich an das Schwert, also das Schwert vom Link aus Wind Waker. Andererseits, es heißt ein Held in alten Zeiten. Eine süße Wehmut erfüllt, wenn du es berührst. Das klingt eigentlich so nach einem der ersten Zelda-Spiele. Also müsste das vom allerersten Link gewesen sein. Aus also dem ersten Link, vom ersten Zelda-Spiel, also sprich von aus Legend of Zelda. Ja, genau. Aber ich glaube schon mal erwähnt in den früheren Folgen, dass man in diesem Spiel hier nicht mehr die Amiibos einscannen muss für, ja, für die ganzen Items, legendären Waffen oder auch Ausrüstungen. Ja, zum Beispiel hier die ganzen Ausrüstungen hier von Schatten, Himmelsgewand etc. etc. Das findest du alles über diese Schätze. Eibaum. Nein. Darf ich bitte so ein Nanium aufnehmen? Danke. Ah, schönes Ding. Achso, ich dachte gerade, da wäre irgendwie eine Fee. Und dachte, hey, im Untergrund eine Fee. Wäre auch ein bisschen schräg. So. Gut, das war jetzt eher ein bisschen also heißt unfreiwillig. Ein bisschen unverhofft, was ich hier gemacht habe. Aber hier, da ist noch ein Schrein. Ja, aber hier war doch schon mal eine Oberwelt. Nee, aber hier hinten war noch gar nicht. Stimmt. Ich habe damals ja den Weg genommen. Krass. Aber das ist schon etwas, was ich cool finde, aber irgendwie war es auch bitter nötig, dass man irgendwie sich sagen kann, hey, Untergrund und so. Jetzt schon wieder viel Sonanium, aber. Sprich Sonanium, Unterwelt oder Untergrund und Oberwelt sind auch so miteinander verbunden. Wobei, ich glaube tatsächlich, dass Sinn, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Das ist ein schwarzer Moblin. Hey! Schweig! Ein Ritterschwert natürlich, ist aber wieder verkohlt. Okay, ja, war ein schwarzer, Gott sei Dank. Nicht nur bloß die silbernen, die einfach nur endlos wieder Ressourcen abzapfen. Ja, die Irrdinger, aber die Qualmdinger sind schon praktisch. Und den Qualmdingern kannst du dich halt gut an die Gegner ranpirschen und sie dann von hinten mit einem Schlag was one-shotten. Natürlich nur, wenn die Waffe, die du hast, stark genug dafür ist. So. Die Kissen zerstören verzichte ich mal, weil da sowieso dasselbe drin. Sind hier wieder... Okay. Da wären wieder diese Mini-Frösche drin.
Hätte ja sein können. So, da oben ist aber sonst auch nichts. Dann war das ein kurzer Ausflug, aber es war ein erfolgreicher Ausflug. Und ja, ich habe es gesehen, da ist noch ein Qualmerling. Oh. Der Ort hier ist auch praktisch. Was mir noch ein bisschen fehlt, aber ist halt auch wieder, ja, wie soll ich sagen. Was mir fehlt, ich sage es direkt geradeaus, ist halt, dass du hier die Chance hast, die einzelnen Punkte, die du auf der Karte markieren kannst, und die Icons auch zu beschriften. Ich weiß, es gehört eigentlich nicht unbedingt so den den typischen Zelda-Spielen Eigenschaften. Aber dadurch, dass das Spiel hier einfach so gewaltig ist, wäre es schon cool, wenn man sowas hätte. Okay, es dauert gerade auch ein bisschen, bis ich da bin. Hä? Wo ist denn die Wurzel? Oben auf dem Berg kann es nicht sein. Hä? Bin da jetzt nicht vorbeigeflogen? Ah, warte mal. Und ich bin... Nee, das muss ich von der anderen Seite her machen. Also dann kommen wir zurück, das war schon soweit gar nicht mal so schlecht. Wer ist denn hier unten? Das klingt immer so, als würden wir ständig jemanden verfolgen. Ja, voll unheimlich. So, ich muss nur von der Seite her kommen. Genau. Schon besser. Eine neue Wurzel. Naja gut, sehr viel vertrieben hat es jetzt nicht. Aber auch schon mal Besseres gesehen tatsächlich. So. Jetzt zu grün und dann rot, das ist nochmal ein Schatz. Nachher müssen langsam aber sicher mal bei Koga sein. Könnte aber gut sein, dass wir das erst in der nächsten Folge machen. Ich wollte eh 3 Folgen aufnehmen für zwischen Weihnachten und Neujahr. Da passt nämlich perfekt. Da kann es nämlich auch gut sein, dass Zelda wieder, Link wieder eine kleine Pause macht tatsächlich. Dass sich halt den Slot am anderen Teilnehmern, sage ich jetzt mal, teilt, weil ja, Tears of the Kingdom ist ein Spiel, wo ich jetzt noch nicht da angelangt bin, zum sagen, hey, ich zocke jetzt so lange, bis ich durch bin. Das leider nicht. Also eher so, sagen, ja, ich zock's gerne mal so zwischendurch wieder ein paar Folgen. Das kann nur 3 Folgen sind ein bisschen doof gelaufen, das stimmt. Manchmal geht's eben nicht anders. So. Noch die Wurzel aktivieren. Sehr gut. Michael, der alte Wurzelaktivierer. Da hat gerade, dass ich da unten noch eine gesehen habe. Ist die zu weit weg oder täuscht das?
Ich hoffe jetzt mal, das täuscht, dass die weit weg ist. Hallo? Niemand da, Gott sei Dank. Sag mal. Oh. Also so eine Statue. Soldaten-Zweihänder. Aber halt ein cooler Zweihänder, weil das sind die Waffen, die nicht rosten. Das ist eine Angriffskraft bei Nässe. Ja gut, komm. Dann sind diese Rückgänge. Nee, bringt auch nichts mehr. Das ist ja schon fast Marsch. Nehmen wir den mal mit. Wie groß auf dieser fucking Untergrund ist, ey. Ich glaube, wenn du jetzt wirklich mal als Ziel nehmen würdest, von einer Wurzel zur anderen zu fliegen, ohne irgendwas anderes zu machen, nur von einer Wurzel zur anderen zu fliegen, die zu aktivieren, nehmen direkt zur nächsten. Ich glaube trotzdem, dass du da ja, sicher 2-3 Stunden beschäftigt bist. Mindestens. So, die Wurzel ist... Na gut, einer gar nicht mal so weit weg von der anderen. Bloß einen großen Umweg gemacht tatsächlich. Da ist auch wieder irgendetwas, ne? Okay, okay. Haben wir hier denn... Dementsprechend ist hier natürlich auch ein Schrein. Aber hier war doch sowieso, war dann nicht die Stelle, wo ich... Ah, da war natürlich sogar irgendwie Sinn. Weil hier bei der Gerudo-Wüste, genau, das war irgendwie eine Tür von einem Jägerversteck, wo ich nicht reinkam. Wo ich ja die Vermutungen hatte. Mittlerweile, ich meine, das Spiel ist nicht mehr so neu, kannst du durchaus auch mal bestätigen gerne, dass man wirklich die komplette Jägerrüstung dafür braucht, um da reinzukommen. Was ich natürlich noch nicht habe. Aber weitem nicht. Warte mal, ich habe das Ding hier gemacht, wieso? Die Markierung war noch drauf. Ja, stimmt schon. Also gab für Ramdas Schatz, für das nächste von den Dingen, dafür wird es in dem Part noch reichen. Koga und dann die letzten beiden hier. Dinger hier in der Wüste, also sprich... Ja, hier ist noch so ein Teil, hier unten müsste noch eins sein. Das schauen wir uns dann doch in der nächsten Folge an. Dann würde ich aber sagen, nach 3 Folgen Untergrund reicht es eigentlich auch wieder ein bisschen, ne? Ich meine, ja, wie schon mal erwähnt, Untergrund und so muss auch sein, ab und zu ist auch cool, aber man kann es auch übertreiben. Vor allem ist halt eigentlich schon immer das gleiche hier oben, wa? Das kommt noch dazu. War schon alles? Nee, 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 jetzt noch ein paar Qualmerlinge. Okay, das ist ein guter Farming-Spot. Für Pilze. Hm. Für qualmende Pilze zwar, aber für Pilze.
Wo geht's denn hier hin? Gut, da wollte er eigentlich nicht hin, tatsächlich. Hä? Wie ist denn hier? Eine Art Abkürzung? Nee. Na, egal. Jetzt 2 von den Dingern. Gut. Ja, kann man machen, ist aber auch nicht gerade so viel. Ja, Special-Gegner hat sie auch nicht. Könnte hier ein Leune sein? Nee. Da kommt langsam sicher hier oben mal hin, wa? Zum ganz großen Abgrund. Damals, der Ort, wo ja damals Koga runtergefahren ist. Also gut, der Ort, wo wir ihn damals vernichtet haben, ne? Sagen wir ehrlich. Oh, vernichtet klingt so böse. Wir haben ihn besiegt. Hier ist er. So ein Ort. So. Den noch eben schnell aktiviert. Da ist eben noch immer so ein Gebilde. Keine Ahnung, was das sein soll. Zum gleich erfahren. Wir werden es gleich erfahren. Ah, hier. Jetzt ein paar Seelen, ja. Da ist eine große fette Truhe. Hä? Wir sollen da runterkommen. Aber unten nach oben ist was anderes. Obwohl so unten ehrlich gesagt eher ein bisschen gefährlich aussieht. Ah, die verlassene Wüstenbasarmine. So. Moment. So, jetzt aber. Hui, zack. Hier liegt groß. Hä? Okay. Das sieht aus wie ein Gegner. Ihr liegt sehr groß. Interessant. Muss man da hochfliegen, dann geht es auch anders. Ich würde gerne den Ding nutzen, den Deckensprung. Kann aber ein bisschen knifflig werden, tatsächlich. Also muss mal so. Muss genug Ausdauer haben. Boah. Ging. Ein Monsterversteck und so. Lustigerweise haben wir auch die Fröschschlangen nicht mehr gesehen hier unten, ne? Gibt's gar nicht so viele, bin ich an denen immer elegant vorbeigeflogen. Unwissentlich vor allem. So, aber es geht ja auch um den Schatz.
Kann sagen, was du willst, aber auch nach all der Zeit sehen die Dinger immer noch aus, als wären sie aus Skyward Sword. Ah ja, wieder mal ein Jäger. Untertagemaske. So. Nicht unbedingt eines der Schätze, den ich gerade erwartet habe. Hä, was ist denn hier los? Also nicht einzelne Legendenschätze, ne, von Waffen oder Rüstung oder sowas. Aber trotzdem durchaus faszinierend. Gut, vorne drüben ist, wie gesagt, vermutlich ein Liga. Gibt es noch einen oder anderen zu entdecken oder zu aktivieren. Da ist wieder eine Mine. Sehr gut. Ich würde sagen, das vieles mehr erfahren wir das nächste Mal. Zurück bei Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Oder Tears of the Broken Sword oder so. Naja, ist er wieder da. Unser geliebtes Master Schwert. Bis dahin, bye bye.